Grüß euch benannt an einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. Tja, dass man das noch erleben darf. Also von eurer Stelle aus. Es gibt Met, es gibt es frisch. Es ist noch eine Stunde alt. Ja. Ich bin gerade aus dem Nest gekrochen. Hab Nachtschicht zur Zeit und dann gesehen, ja, unser reisender Runzelrübenreiner hat wieder was hochgeladen. Ich weiß nicht, was jetzt los war. Wie gesagt, das letzte Update war ja, dass er pleite war. Mit 120 Euro in Rimini. Weiß nicht, ob das nach Rimini ausschaut. Wahrscheinlich wird er wahrscheinlich wieder in Franken oder sowas sein. Das heißt Drache auf Reisen Part 1. Wir schauen beim Spiegellord, so wie so oft. Ich freue mich dann schon auf Part 2. Der kann allerdings ein bisschen dauern, weil Arbeitspulli sitzt bei mir zurzeit wieder eng und habe es ganz zufällig erwischt, dass das geklappt hat. So. Dann der wir gar nicht lang umeinander und ginge einer in Rainer. Roadtrip. Okay. Also entweder kann der verdammt gut schauspielern oder der hat wirklich irgendwie krass bipolare Störung. Bei dem einen Rimini-Video noch so, oh, das ist alles scheiße. Und jetzt Roadtrip mit den schimmligen Zähne. Alter, alleine. Schaut's nachher an. Das ist mein Akku leer. Weil du ihn nicht aufgeladen hast, Rainer. Und kannst du bitte die Kamera noch ein bisschen näher an deinen kreisligen Kürbis hinmachen? Wir haben ihn noch nicht oft genug Ich gesehen. hab doch extra meinen Akku aufgeladen gehabt. Egal. Hinter mir Ist eine Autobahn, Rainer. Schön. ein Giant Mountain. Links von mir ein Giant Gebirge. Wobei das wahrscheinlich noch alles klein ist hier. Ich weiß es nicht. Ja, habe jetzt auf jeden Fall mal so einen kleinen Abstecher gemacht hier. Ja, Rainer, so direkt in die Sonne filmen. Richtig gut. Richtig guter Content. Oh, es ist echt arschkalt hier. Liegt bestimmt am Wind. Ja, könnte auch daran liegen, dass Winter ist. Ja, die Autos, die hier fahren, machen ziemlichen Wind. Und ja. Das geht ja schon wieder gut los. Wir sind jetzt hier abzüglich des Intros vom Spiegellord, was ich übersprungen habe. Sind wir ungefähr 30 Sekunden im Video und der labert schon wieder Scheiße. Die vorbeifahrenden Autos generieren einen kalten Wind. Das kannst du dir nicht ausdenken. Auf jeden Fall, wenn man sich das mal so anschaut. Wo könnte das sein? Wenn das jemand kennt, sagt dann mal Bescheid. Ja, ist schon voll krass. Boah, Richtig das krass. Auto hat mir jetzt echt kalt gerade. Ja, ist gescheiter, weil da bläst der Wind von den vorbeifahrenden Autos nicht so krass ins Mikro. Wenn ich irgendwas nicht ausstehen kann, dann ist das Kälte. Er da reinwongelt. Alter. Boah, das ist das kalt. Dabei haben wir eigentlich bloß ein paar Grad. Ich kann nicht mehr. Boah, man leckt mich am Arsch, es ist kalt. Aber bloß ein paar Grad. 5 Grad und es ist kalt. Gellste Bries, Rainer. Gellste Bries. Im Gegensatz, wenn es 30 Grad hat, ist warm. Rainer entdeckt die Welt. Kälte. Ich wollte eigentlich noch eine rauchen, ne, egal. Ist mir jetzt zu kalt fürs Rauchen. Rainer, zeig doch mal die Schramme von deinem Auto. Die würde ich gerne sehen. Aus der Nähe, bitte. Genau, also wir haben jetzt Italien Österreich erreicht. Nach Italien geht's erst noch. Okay, das hat er praktisch vor dem Rimini Streamer aufgenommen.
Das erklärt, warum er da noch besser drauf war. Das war, bevor du einen Geldbeutel aufgemacht hast und festgestellt hast, dass Zwiebelleder angesagt ist. Da hat er gedacht, er hat noch alle Zeit und alles Geld der Welt. Wir sind jetzt auf der... Wo sind wir? Auf der A8? A8, glaube ich, sind wir gerade. Okay. Okay. Dann ist er praktisch irgendwann nach München, dann... Also, wenn es nicht Lülülü ist, aber... Es kann immer Lülülü sein, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber wenn, dann ist er praktisch München und dann A8 Richtung das Salzburg. Ja, ne? Laut meinem Kumpel fahren wir über die... Ja. Also ich bin alleine, ne? Aber laut meinem Kumpel, dem ich das gesagt habe, sind wir irgendwie auf dem Weg über einen Ofen oder über einen Hügel oder irgendwas. Meinst du Brenner? Über den Ofen. Jeder, wissen wir ja, wenn man irgendwie nach Italien fährt, muss man immer über den Ofen fahren. Ist scheiße. Muss anscheinend ein bisschen bekannter sein. Jedenfalls. Über den Hügel auch. Das ist, einer der Hügel heißt die Alpen. Geht jetzt da Richtung Berge. Ja, wenn man sich das mal anschaut, hier so, da haben wir schon ordentlich Berge noch vor uns. Und hier, wie gesagt, auch links von mir. An dem da bin ich jetzt gerade schon vorbeigefahren. Ich bin auch an so einem schönen See vorbeigefahren vorhin. Aber leider war das nicht ganz so geil. Nicht richtig geil. Ich habe mir auf jeden Fall ein Hotel rausgesucht, in Italien unten. Er lädt das halt echt noch hoch. Er lädt das hoch nach seinem Strömen aus Italien. Ich habe ein Hotel ausgesucht. Richtig geiles Hotel. Wenn ich unten bin, merke ich, scheiße, ich kann es mir gar nicht leisten. Da geht's jetzt hin. Und da werde ich dann, denke ich, übers Wochenende bleiben. Also Rainer, ich hasse es, dich zu enttäuschen. Wie du da der Vergangenheits-Rainer dann noch so naiv drin hockt. Hier kriegt im Übrigen schon wieder die Paranoia. Ja? Immer. Wie er da drin hockt. Schaut es euch, der hat den Kopf, der hat hinten die Tür vom Ranger aufgemacht und den Koffer einfach reingeschmissen. Mit die Radl nach oben. Scheißegal. Rein damit. Also heute werde ich da ankommen. Ich hoffe, die haben da noch ein Zimmer frei, aber im Normalfall denke ich schon, das ist ja nicht in der Saison. Und morgen schauen wir uns dann das Meer an. Auch da wieder jeder Frame ein Meme. Och, Reinerle. Wenn du es da schon gewusst hättest. Ich werde heute Abend das Video hier schneiden direkt. Und morgen werde ich dann das machen. Ich denke, in Italien habe ich es ein bisschen leichter. Ich denke, da wird es auch da gibt es auch Hater, das weiß ich sogar. Ja. Die heißen da nicht Hater. Was heißt Hater auf Italienisch? Kann hier irgendjemand Italienisch? Waren nämlich auch schon welche bei mir, aber ich denke, es wird ein bisschen leichter da unten sein als bei uns oben in Nürnberg oder in Berlin oder da generell irgendwo hier bei uns in Deutschland. Wird es ein bisschen einfacher sein unten in Italien, hoffe ich jedenfalls. Ansonsten würde ich sagen, ich bin gespannt, oder was als auf uns zukommen wird. Ich fahre jetzt einfach mal weiter als auf die Berge zu. Wobei, ja doch, das müsste auf die Berge zugehen. Ich werde mir aber vorher noch einen Krapfen gönnen. Bis dann. Okay, da hat jetzt irgendwie eine... Solange man hier seine... Irgendwie sieht, das ist dann alles über... da läuft Mucke drin. Ich glaube, da steigen wir dann ab. Hier sind leider fehlende Aufnahmen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber ich habe das erst beim PC beim Schneiden bemerken, konnte es nicht mehr rekonstruieren. Okay, ja, keine Ahnung, du bist halt auf der Autobahn umeinander gefahren.
Die Schilder sieht man irgendwie schwierig. Alles sehr schwierig. Nehmen wir die Mucke hier aus. Jetzt Richtung Bozen. Also da ist er als schon. Da ist er jetzt schon praktisch am Brenner. Ja. Okay, wunderbar. Wissen wir Bescheid. Dann gehen wir wieder dahin, wo er seinen kreislichen Kürbis in die. Da, wunderschön. Haha. Scheiße, ich Idiot. Sorry, ich habe gerade den IQ nicht. Sound natürlich wieder an. Da ist er wieder! Yay! So Leute, jetzt muss ich mal kurz mit dem Handy aufnehmen, wo meine Kamera jetzt da ausgegangen ist. Also passt auf, Freunde, das ist das Thema. Wo war ich stehen geblieben? Vorhin am Parkplatz auf der Autobahn. Ich glaube, ich war damit stehen geblieben, dass genau, ich bin durch die Berge gefahren und es war übel, weil es war wirklich teilweise wirklich fast eine kerzengeile Steilwand und Richtig übel. Berge, so. Die nach oben gehen. da konnte man im Hintergrund, weil es war so eine riesige Kurve, weil es ist hier irgendwie alles ewig kurvig, man fährt ja teilweise um komplette Berge rum und es ist wirklich so, dass es in die habe ich jetzt hier 40? Also nehmen wir mal an, der ist halt jetzt A8 und ich glaube an der A8 kannst du dann auch, da geht es dann auch nach Innsbruck runter. Der muss irgendwo beim Dunstkreis durchgefahren sein. Nee, Wolke 40, das war ein Zusatz. Jedenfalls ist es so, dass man da im Hintergrund an fast einer Steilwand Ja, Rainer, konzentriere dich mal aufs Autofahren hier. hat man Häuser gesehen. Man hat aber nicht gesehen, wie kommen die zu diesem Haus. Also zunächst mal, Die fliegen, Rainer. Das ist, das hast du vielleicht nicht gewusst, ja? Aber Red Bull, das kommt aus Österreich, ja. Und, aber das verleiht nur die Österreicher tatsächlich echte Flügel. Und dann trinken die Red Bull und dann fliegen die nach Hause. kann mir vorstellen, dass das wirklich ein unglaublich geiler Ausblick ist, wenn man in diesem Haus ist. Das kann ich mir echt vorstellen. Richtig. Haus oben irgendwo hingebaut, guter Ausblick. Du hast es begriffen. Das muss ein unglaublich geiler Ausblick sein auf diesen Berg und in dieser Hütte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich so weit oben wäre, ich kriege ja hier teilweise schon ein wenig Angst. Dann würdest du überhaupt keine Luft mehr kriegen. Stell dir mal vor, oi. Alter Vater, stell dir mal vor, der täte sich irgendwo anstrengen und dann ist auch nur dünne Luft. Da ist der Exitus. Innerhalb kürzester Zeit. Rainer, aufpassen. Aufpassen. Ich hoffe, du hast eine Sauerstoffflasche hinten auf deinem Rückbank von deinem Ranger liegen. Ich habe ja Höhenangst. Das stelle ich mir schon hart vor. Ja, ich stelle mir das schon echt hart vor, wenn man da fährt. Muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil hier ist es ein bisschen glatt. Weil hier überall Schnee liegt. Hier ist auch gefroren, ist jetzt gerade nichts, wir haben gerade 4 Grad. Aber es kommt auch darauf an, wo ist der Taupunkt, das weiß ich gar nicht. Also es ist auf jeden Fall echt heftig, was hier abgeht. Wie da teilweise die Häuser in Österreich stehen. Also ich habe ja das schon gewusst so. Man kennt es ja aus Filmen. Ja, Rainer, man nennt es die Alpen. Das sind Berge. Auch aus Serien. Man kennt es halt. Aber auch in Deutschland, also auch in Bayern, wo ich ja lebe, also ich bin ja Franke. Ja, da kannst du jetzt mit die meisten Oberbayern dann doch eher drüber streiten, inwiefern der Franke als Bayer zählt. Daher kennt man das ein bisschen so. Aber halt nicht in diesem Ausmaß. Also ich habe noch nie ein Haus an so einer Stelle stehen. Noch nie. Das ist wirklich fast eine kerzengeile Steilwand und da stand einfach mal ein Haus oben. Also als Hotel muss sowas richtig Geiles sein. Aber
Rainer, ist ja vielleicht die Idee, Kämmer, dass vielleicht auf der anderen Seite es nicht eine kerzengerade Steilwand ist, sondern dass es da vielleicht irgendwie dann so serpentinenartig Straßen aufgekannt. Oder glaubst du, dass es irgendwie so Grand Canyon-mäßig, so dass Steilwand überall und oben hat irgendeiner mit dem Hubschrauber Haus draufgesetzt, oder? Da halt hinzukommen, ist halt die Frage, ne? Das ist jetzt zum Beispiel auch was, was ich nicht verstehe. Ich habe jetzt, gut, das sind jetzt Rainer, mit den Sachen, die du nicht verstehst. Mit den Sachen, die du nicht verstehst. Da kann man ein schwarzes Loch auffüllen. Deutsche, die jetzt mir vorbeigefahren sind. Ja, ich weiß, ein schwarzes Loch ist eigentlich riesengroße Materie, ladidadidadida. Mir ist gar kein dümmerer Witz eingefallen, sorry. Wobei, nee, ein Deutscher, das andere ist, hat keinen Zusatz, also wird kein EU-Land sein. Fakt ist auf jeden Fall, ich bin hier Fakt ist, und das ist echt heftig. Also das ist, ich habe wirklich was fürs Auge gehabt. Auch Italien war auch echt schön. einer hier gedacht, du fährst gerade erst nach Italien. Haben wir uns da schon wieder verplappert? War da wieder Lülülü? 3 Kilometer links halten in die Straße E45. Genau. Und ich hätte gedacht, Italien war gar nicht so schön. Rainer, du verwirrst mich. Kann das sein, dass du schon wieder am Lügen bist? Ist das die Möglichkeit, Rainer? Hä? Nicht ganz ehrlich? Ja, also es war schon echt krass. Ne? Es war schon echt krass. Ja, richtig, richtig krass. Ohne Kohlen in Italien. Richtig geil. In Italien auch so am Meer und so am Strand. Schönes Wasser. Bisschen kalt vielleicht zu der Jahreszeit, aber war cool. Ich renne ja fast immer barfuß rum, also hatte ich auch schön Sand zwischen den Zehen, war auch geil. Rainer. Der Sand ist da wahrscheinlich immer noch. Höchstwahrscheinlich. Weil den da rauskriegen, ja, einen Kerker hast du in der Schanze gelassen. Seit langem mal wieder. Und ja. Ach ja, was ich jetzt erzählen kann, ist, ich bin ja jetzt auf dem Weg zurück. Also In 1,1 Kilometern links halten in die Straße E45. ich bin ja jetzt auf dem Weg zurück. Und um 14:33 Uhr komme ich etwa an, ungefähr. Wenn ich in Deutschland bin, kann ich wieder mehr Gas geben, weil hier in Österreich ist ja wie gesagt eine Begrenzung. Wobei ich jetzt auch mal wieder 130 fahren kann. Ja, Rainer, mehr Gas geben ist vielleicht jetzt gerade nicht die sauschlauste Idee. Dein Auto ist dafür bekannt, dass es nicht das sparsamste ist. Und du hast keinen Knopf Geld mehr in der Tasche. Aber in Deutschland ist ja unbegrenzt, das heißt, da kann ich ja wieder mehr Gas geben. Und da ist es auch nicht ganz so bergig, da kann ich dann auch richtig Gummi geben. Ja, vor allem geht's dann bergab, weil du dann aus den Alpen hinausfährst. Du Dulli. Ich muss. Ja, was erzählst du mir da? Das ist doch Ausfahrt. Der A13 weiterfolgen. Wie auch immer. Ah, wirklich, es gibt bei mir in der Gegend, ist ja zu geringe Haterdichte. Man hat ihn nicht gesehen. Der ist halt wahrscheinlich aber uns einfach geradeaus durchgefahren, weil für ein paar Stunden nach Rimini fahren, feststellen, ich habe keine Kohlen mehr und alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und wieder zurück. Aber dass er mal in die richtig schönen Ecken von Deutschland fährt. Nee, im Zoo war er. In Bremerhaven. Das kannst du alles nicht aus. Es gibt unzählige Zoos in Deutschland. Und da ist sich einer dem anderen der nächste. Also, da sind überall grob dieselben Viecher zum Sehen. Der eine vielleicht ein bisschen größer, der andere vielleicht ein bisschen kleiner. Aber es gibt richtig schöne Ecken in Deutschland, wo du hinfahren kannst, was richtig. Oder bei seiner Teufelshöhle in der Fränkischen Schweiz. Oh, da kann ich nicht reingehen. Oh. Bei uns im Süden, der eine See, wo er vorhin verzapft hat, könnte gut sein, dass es der Chiemsee war, an dem er vorbeigefahren ist. Eine wunderschöne Gegend. Eine wunderschöne Gegend. Ja? Der Hitler hat sich nicht umsonst da oben irgendwie seine Residenz eingepflegt. Also, Arschloch, das er war, aber
Wert auf eine schöne Aussicht hat er wohl gehabt. Das ist eine der schönsten Ecken in ganz Deutschland, um den Chiemsee rum. Fahr da durch. Du kannst allein, wenn du wo er schon am Bodensee war, einmal südlich an der Grenze entlang fährst, du siehst alle paar hundert Meter was Geiles. Da sind dann, du kommst an Neuschwanstein vorbei, das ist nice. Es gibt der Zugspitze richtig geile Gegenden. Aber dafür müsstet man aussteigen. Jedenfalls ist das so, dass es wäre vielleicht auch gar nicht so saudumm gewesen, wenn man sich tatsächlich irgendwie einen Plan für seinen Roadtrip gemacht hätte. Also, dass man sagt, hey, ich mache das irgendwie möglichst effizient. So, ich fahre dann am altschaurigen Berg, fahre ich los. Und dann meinetwegen, lass uns zuerst nach Frankfurt fahren. So, dann ist er irgendwie da Hessen und dann könnte er eigentlich, dann hätte er entweder nach oben oder nach unten eigentlich so mal am Rand von Deutschland entlang fahren können und sich da die Sachen anschauen. Vielleicht dann halt mit kleinen Abstecher hinein. Ja? Große Städte, weiß ich, ist ein bisschen schwierig. Aber München ist auch eine schöne Stadt. Just saying. Augsburg, sehr schöne Altstadt in Augsburg. Ulmer Münster. Wäre fast auf dem Weg gewesen. Es gibt so geile Ecken. Hätte man sich alles geben können. Der hätte praktisch überall dahin einen Tag da verbringen, zack, weiter. Video 2 Tage später hochladen. Sich vorher einen Plan machen. Und drauf scheißen, wenn man mal irgendwo gesehen hat. Fertig. Aber der Rainer wollte natürlich lieber das Fangenspiel spielen. jedenfalls ist es so, dass mein Plan jetzt ist, meine Sauna, also meine Lieblingssauna, in die ich immer gehe, die hat wieder offen. Und da meine Impfung jetzt endlich durch ist, ich bin zwar noch nicht geboostert, das kommt jetzt erst noch demnächst, ist erst nach der Verhandlung, aber Fakt ist, ich komme jetzt aus Österreich zurück, ich bin jetzt den ganzen Tag im Auto, ich werde jetzt dann, also ich komme eigentlich aus Italien zurück. Alter, jetzt fährt der, das kannst du dir nicht ausdenken. Der hat noch, der wievielte ist halt, der 15. Der hat noch 8 Tage bis zu seiner Verhandlung. Und was er sich denkt, gut, keine Ahnung, das kann dann gut sein, dass es 10 Tage sind, je nachdem, wann er den Scheißdreck da aufgenommen hat. Was er sich denkt, ist, die beste Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen, ist, ich muss dann in diese Sauna, wo ich immer zum Spannen hinfahre. Da muss ich hin, weil da kann ich ja jetzt hin, weil jetzt bin ich ja geimpft. Da brauche ich bloß einen PCR-Test, dann kann ich da rein. Das ist seiner Meinung nach die sinnvollste Art und Weise, wie er seine 8 Tage vor der Verhandlung noch verbringt. Klar, ich weiß, der wird nicht direkt aus dem Gerichtssaal in den Knast gestopft. Aber es sind noch ein paar Wochen danach, bis der seinen Haftantritt hat. Bei ihm sitzt der Zeitpulli eng. Ich würde tatsächlich einmal schauen, dass ich meinen Schiss gebacken kriege. Vielleicht noch ein paar Sachen machen, die besonders sind. Und nicht irgendwie deinen fetten Arsch da in diese Sauna reinwongeln. Vor allem in dem Moment, ganz ehrlich, in dem Moment, in dem der da in so einer Sauna drin, in so einer Sauna nahe geht, gehen alle anderen raus, oder? Also wenn ich in irgendeiner Therme oder in irgendeiner Sauna wäre und ich da sehe, dass in einer gewissen Sauna, wo ich gerade reingehen wollte, er drin sitzt. Game oder nicht Game? Nein. Überhaupt nein. Nicht um viel Geld. Ich täte mal andere suchen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt mit dem in derselben Sauna. Bei hohen Temperaturen, der pumpt und schwitzt daneben. Oh, leck. Und ich komme dann aus Österreich und dann fahre ich nach Deutschland rüber. Und das allererste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin in Nürnberg wieder, werde ich erstmal mein Auto ins Park
Rainer, du hast kein Zuhause mehr. Ausfahren. Ich habe meine Klamotten dabei, weil ich die ja, ne, weil ich ja Weil du die seit 2 Wochen nicht mehr gewechselt hast? Hotelpen und so. Und dann werde ich hergehen und werde erst einmal Dann wirst du erst einmal hier in die Sauna zum Spannen nur gehen, damit du danach wieder was zum Wichsen hast. Tag in Deutschland in der Sauna feiern. Denn die hat jetzt am Samstag wieder aufgemacht, die ich gehe. Und ich schaue halt ab und zu mal so nach und ich kriege auch Benachrichtigungen dafür. Der hat Push-Benachrichtigungen, wann seine Wichssauna wieder aufmacht. By the way, sorry, wenn ich mir ein bisschen nasal anhöre heute. Ich habe ein bisschen hier Rüsselpest. Und ich kenne auch ein paar aus dem Kollegium von der Sauna. Und dann rufe ich das so an und schaue so nach und sehe es halt so und kriege halt so Benachrichtigungen. Und dann merke ich halt so Samstagnachmittag, kriege ich so eine Benachrichtigung und ich denke mir so, der Name, also ich habe dann so Benachrichtigung bekommen, Name von meiner Sauna, wo ich immer hingehe, wie sie heißt, spielt keine Rolle. Und dann schaue ich so drauf und denke mir so, ey geil, was wollen die denn jetzt von mir? Schau so drauf. Ja, meine lieben Gäste oder unsere lieben Gäste, wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wenn ihr 2G besitzt, könnt ihr ab sofort uns wieder besuchen kommen. Und ich denke mir so, geil. Geil! Titten sehen. Und habe ernsthaft schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich Samstagnachmittag, Samstagabend zurückfahren soll. Weil ich war wirklich lange nicht mehr in der Sauna. Und es ist ja auch keine normale Sauna. Und ja, es ist ein Spa und alles. Es ist wirklich richtig geil, es ist richtig groß. Richtig, richtig geil. Er mit seiner mangelhaften Hygiene geht. Oh. Und das kalte Kotzen. Seitdem die da hingeht, wundern sich die ganzen Leute, warum sie sich permanent irgendwas eingefangen haben hier. Der hartnäckigste Fußpilz aller Zeiten. Ja, weil der Wongel, der ist ja auch. Der passt ja schon länger in keine Schuhe mehr rein. Also der ist ja auch, ihr habt die Schanze gesehen. Ich nehme mal an, jeder, der hier zuschaut, hat diese Schanzen-Roomtour-Videos gesehen, nachdem der da raus ist. Der ist da barfuß durchgewongelt. Und mit den Pilzmauken, die er sich da angesammelt hat, und mich kribbelt's zwischen die Zähne, wenn ich bloß dran denke. Mit diesen Pilzmauken marschiert der dann da in diese Sauna rein, in dieses Spa und verteilt den Schanzenschimmel schön im Warmfeuchten für alle anderen. Also. Und danach hockt er sich mit seinem Arsch, den er sich seit Jahren nicht mehr abputzen kann, wo er nur Kackduschen gehen kann. Handtuch oder nicht Handtuch? Das ist hier die Frage. In die Sauna und dann gehen die Sturzbecher in Arschwasser los. Just saying. Also, für Leute, die gerne in die Sauna gehen und in der Nähe von dem Fettbeutel da wohnen, wäre es wirklich wichtig rauszufinden, welche Sauna das ist, wo der regelmäßig dahin geht. Nicht um ihn da zu behelligen, sondern um diese Sauna in Zukunft zu meiden. Der eigenen Gesundheit wegen. Der eigenen Gesundheit wegen. Der Spa ist jetzt das ist Quatsch gewesen. Es ist auf jeden Fall groß und schön und so. Und ich gehe da wirklich gerne hin, aber ich war da jetzt echt lange nicht mehr. Ich war da bestimmt, naja, 2,5 Jahre war ich da nicht mehr. Eigentlich war ich da nicht mehr seit der Verhandlung. Eigentlich war ich da nicht mehr seit Corona. Das letzte Mal war ich vor Corona da und seitdem nicht mehr. Wobei es kann sein, dass ich nochmal da war, bevor die Maskenpflicht war. Das kann es sein. Aber seit die Maskenpflicht raus ist, war ich da nicht mehr. Ich habe jetzt da gerade keine IQ. Ich war ewig nicht mehr in irgendeiner Therme oder Sauna oder sonst irgendwas. Herrscht, das können sie eigentlich fast nicht bringen, oder? Weil, also in dem Saunaraum selber Maskenpflicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich in die 80, 90 Grad Sauna hocke und da ist Aufguss und ich habe eine Maske auf, dann geh ein. Scheißegal welche, da geh ein.
Weiß ich nicht. Ganz zu schweigen davon, wenn die Luft so dermaßen heiß ist, weiß ich nicht, ob in der Luft das Virus dann überleben kann, weil das krepiert ja dann auch irgendwann einmal, oder? Wissen wir nicht, keine Ahnung. So, was ich übrigens auch ein bisschen schade fand, muss ich sagen, das kann ich ja mal hier an der Stelle kurz anmerken. Alter, was für ein geiles Panorama gerade vor mir. Ist, dass dir die Kohlen ausgegangen sind? Das ist so richtige Postkarten. Ich habe hier gerade so eine richtige Bergkette vor mir mit richtig schneebedeckten Hügeln. Sieht richtig geil aus. Gipfel nennt man das bei einem Berg. Ja. Du Hügelzwerg. So leicht rechts von mir. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Das ist sehr ehrlich gesagt, Rainer. Also ich muss ganz ehrlich sagen. dass ich schon wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. So ein Dreck. Bum, 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 bum. Da ist er wieder, unser Reini. Ach ja, was ich übrigens fest vorhabe, das habe ich mir schon fest vorgenommen. Jetzt kommt's. Ich bin schon wieder viel zu schnell, merke ich gerade. Dann hast du jetzt wieder vergessen, was du fest vorhattest. Ich fahre an dem noch vorbei hier. Hoffentlich erwischen wir jetzt keine Blitze in der Zeit. Okay. Ja, und hier ist jetzt 80. Ja, So. Rainer, raus mit der Geschichte. Was du fest vorgehabt hast. Und hier ist wieder 60. Rainer, es interessiert uns. Das ist jetzt das Neue, weißt? Hier Datum, Wetter, Uhrzeit ist nur mal angesagt, seitdem man immer in der Schanze wohnt. Jetzt ist es, welche Geschwindigkeitsbegrenzung gerade ist. Mautpassage. Schon wieder. Ja, Autobahnfahren ist teuer im Ausland. Ach so. Okay, da muss ich jetzt wieder ein Ticket ziehen. Rainer, wenn du in Österreich bist, dann brauchst du eigentlich bloß ein Pickerl und das hält ein paar Tage, wenn du dir das Richtige holst und dann bist du gut. Genau muss ich da hin. Ich fahre jetzt einfach mal dahin. Wartet mal kurz, ich mach gleich weiter. So, da war die Aufnahmezeit verschnitten. Ich hatte mir ja echt überlegt, einen Mustang zu holen. Ich hätte es gern gesehen. Ihn in einem Mustang, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das hätte ich so gern gesehen. Ihr habt ja am Anfang von dem Video gesehen, wie er in den Ranger neiwongelt. Stellt sich das einmal bei einem Mustang vor, beim Sportwagen, der schon tief ist. Aber ich habe es dann gelassen, weil der Mustang Weil du da nicht reinpasst, Rainer. hat bei weitem, hat vielleicht ein wenig einen größeren Komfort, aber ich bin zu groß für den Mustang. Ich rede noch nicht einmal von meinem Gewicht. Doch, Rainer, das solltest du. Du bist nicht körperlich zu groß für einen Mustang. Ich kenne einen Dude, der hat einen Mustang, der ist tatsächlich über 1,90 groß. Der passt da super rein, gar kein Problem. Du bist zu fett für den Mustang. Das ist der Punkt. Sondern wirklich nur von meiner Körpergröße. Ich bin ja Ich bin über 1,90 groß. über 1,90. Ja. Da ist er wieder. Rainer, wir wissen alle, dass das gelogen ist. Rainer, es haben Leute tatsächlich bei Terminen von dir Maßbänder an Stellen angebracht, wo du vorbeiwongeln hast müssen, um das zu beweisen. Wir wissen, wie hoch dein Auto ist und können das ausmessen, nachdem, wenn du daneben stehst. Du bist nicht über 1,90 groß und sogar wenn du es wärst,
sogar wenn du es wärst, wäre das nicht der Grund, warum man nicht in einen Mustang reinpasst. Du bist zu fett für einen Mustang. Das ist das Problem. Sogar solltest du es schaffen, da irgendwie einzusteigen. Du kommst da im Leben nicht mehr raus. Du bist da wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Und da ist so ein Auto wie das hier schon angenehmer. Ich meine, ich habe auch hier nur ungefähr so viel Platz nach oben. Mit Iro hier drin sitzen ist nicht. Ist nicht. Ja, egal. Auch dieses, wie er so saucool jetzt da am Kaugummi kauen ist, während er das aufnimmt. Schaut, wie er sich fühlt. Bei dem Bild, das sieht man so, wie er sich fühlt. Er kaut da Kaugummi und fährt da und erzählt, wie groß er ist. Letzten Endes. Was könnte ich jetzt noch erzählen? Nix, Rainer, aber offensichtlich tust du es noch mindestens eine Viertelstunde. Ja, was hab ich jetzt am Wochenende eigentlich alles erlebt? Ich kann es jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht groß. Jeder Frame an Meme. Ich kann jetzt nicht groß irgendwie Filme zeigen oder so. Ich habe nicht meine Kamera einfach im Auto gelassen. Deswegen braucht der Akku leer. Der ist nach Italien gefahren, um da Content zu machen. Hier, reiner Qualitätscontent und so. Und hat dann nichts gefilmt. Ja, guck mal, der anstecken hat das nirgendwo können, weil er sein scheiß Hotel nicht bezahlen konnte. Und dann ist er unverrichtete Dinge wieder zurück. Aber hier, mir war schön, trust me, Bro. Quelle Rainer Winkler. Was könnte ich jetzt erzählen? Es gab eigentlich nicht viel zu erzählen. Der Mann war das allererste Mal in seinem Leben im Ausland, also laut seinen Aussagen. Ja? Und es gab nichts zu erzählen. Nix. So spannend ist sein Leben. Er fährt nach Italien fürs erste Mal in seinem Leben. Es gab nichts zu erzählen. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte, oder? Also sogar wenn man da alleine runterfährt und dann ist man da am Meer. Ja, dann geht man halt irgendwo so eine Strandpromenade entlang, setzt sich in irgendein Restaurant ein. Das Wetter war doch gut die letzten Tage auch. Also, dann hockt man sich da rein und schaut sich das an, filmt vielleicht ein bisschen, nimmt einen kurzen Vlog auf, kann danach erzählen, ja, ich war da und da, hab das und das gegessen, das war gut, aber freilich, wenn du keinen Knopf Geld mehr in der Tasche hast, natürlich überall langweilig. Ja, im Prinzip habe ich halt das Wochenende, ich habe halt den Samstag damit verbracht, dann noch zum Hotel zu fahren. Dann bin ich ein wenig am Strand entlang gelaufen. Ich hatte ja die Familie getroffen, schon am Rastplatz. Und dann abends habe ich eben sie nochmal getroffen, weil ich Was für eine Familie? Um was geht's? Was habe ich verpasst? abends halt gedacht habe, ja, ich trinke jetzt noch ein Bier oder irgendwas. Mal probieren, ja, wir sind nicht im Ausland. Wir wissen lieber, ob ein Bier schmecken muss. Ich befürchte, dass da heute nochmal 5 Videos rausgewongelt werden, während ich in der Schicht bin. Dann tut's mir leid, dann kriegst du es ein paar Stunden veraltet, das Met dann halt irgendwann morgen in der Früh. Ich habe dann aber gar kein Bier getrunken, tatsächlich. Ich habe dann einfach Bacardi gesoffen. Passt. Egal. Habe dann Bacardi getrunken und habe einen Jackie. Ist das gerade nicht mehr on sync? Kann das sein? Hier, wie gesagt, unterhalten, ein paar Stunden, habe mir auch viel erzählt. Ich erzähle natürlich jetzt hier, das geht keinem was an. Ging eigentlich auch mich nichts an, aber das habe ich schon öfter gehabt. Ich bin so ein Mensch. Es gibt viele Leute, die mir einfach viel anvertrauen. Einfach so. Okay, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie... Liegt das jetzt an mir, dass das nicht mehr in Sync ist? Ich mach mal kurz Pause, ich schau mal schnell. Nee, ich glaube, es liegt nicht an mir. Ich glaube, es liegt nicht an... Ich glaube, da ist irgendwas bei ihm mit der Synchronisierung vom Bild und Ton
Panik laufen. Ohne dass ich danach frage oder so. Das gibt es oft. Ich bin aber, muss man dazu aber auch sagen, ich wirke auf viele Menschen, die mich kennen oder mit denen ich mich unterhalte. Ich wirke auf viele Menschen wie jemand, dem man vertrauen kann. Nein. Dazu kann ich nicht mehr sagen, außer nein. Es gibt keinen treffenderen Begriff, außer nein. Man muss aber dazu auch sagen, dass man das auch kann. Also wie gesagt, Nein. ich weiß, was seine Krankheit ist, ich weiß, wie die Situation war, ich weiß auch, was mit ihrer Familie, was mit der Familie ist und so. Weiß ich alles. Kein Thema. Aber Mich macht das gerade wahnsinnig, dass das irgendwie nicht synchron ist. ich weiß halt auch, aber man weiß halt auch, dass man, also ich sage halt das sowas auch nicht weiter, ich erzähle sowas nicht, weil es geht einfach keinem was an. Und es geht auch mich nichts an, aber wenn man mir das erzählt, dann behalte ich es für mich. Du erzählst gerade darüber, dass die irgendeine Krankheit hat, Rainer. Das ist schon too much. Speziell, wenn ich weiß, ich soll es für mich behalten. Das weiß ich jetzt in dem Fall nicht, aber das wäre ja total asozial. Ja, ich bin ja keiner von den Hatern, der einfach Geheimnisse von anderen Leuten ausplaudert. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was da jetzt... Der hat jetzt irgendeinen Sprung gemacht. Hat der selber da jetzt drüber synchronisiert? Kann das sein, dass der irgendeinen Stuss gelabert hat und nicht genau gewusst hat, weil er hat jetzt da mehrfach gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Dass er jetzt irgendeinen Stuss gelabert hat oder so getan hat, als würde er irgendwas sagen, sich das dann später überlegt hat und das dann drüber synchronisiert, kann das sein? Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum viele Sachen über mich einfach so rumerzählt werden. Ich bin im Discord mit 2, 3 Leuten zugange, da reden wir, unterhalten uns und irgendjemand nimmt das auf und tut das online veröffentlichen und lädt es hoch. Das ist der Demon. Ehrend Anerkennung an dieser Stelle. Schaut es euch an beim Demon. Ich glaube, mein erstes Video war Reaction auf dem Discord-Leak vom Demon. Ganz viel Liebe. Dabei ist das total asozial, weil letzten Endes kannst du dich dann nicht mehr als Gutmensch profilieren, der du nicht bist, wenn rauskommt, was du hinter in Anführungsstrichen verschlossenen Türen so von dir gibst. Dass du dich dann in deinen Videos und Vlogs und dem ganzen Scheiß und Streams als armes Opfer und als ich bin ja der beste Mensch und hab den besten Charakter überhaupt hinstellst und dann, dass dann jemand kommt und sagt, im Übrigen, ich war bei dem im Discord, hört euch mal an, was der sagt hier, wenn der Vorhang gefallen ist. Ja? Ist ja Unverschämtheit. ganz ehrlich, was soll das? Das geht mir nicht in den Kopf, aber gut. Das ist eben meine Meinung. Hat da drüber synchronisiert, oder? Letzten Endes ist es jetzt so, dass ich also ich fand sie wirklich nett. Ich muss ja ganz sagen, man merkt vielleicht ein bisschen, ich bin ein bisschen angetan von ihr. Nein, du bist von jeder Frau angetan. Scheißegal. Du bist wie so ein kleiner Pfiffi, der jedes Schienbein rammelt, das er sieht. Genau, ja, dann fahrt drüber, wenn ihr unbedingt meint. Die wollen gerade drüber, okay. Ich dachte, sie wollten jetzt überholen. Weil ein bisschen gedrängelt haben, aber ich jetzt auch rübergefahren, nicht rübergefahren bin. Ja, also im Prinzip ist es so. Ich, für meinen Teil, möchte das meckert jetzt rum, ich soll eine Pause machen, weil ich jetzt die Spur so oft gewechselt habe, weil ich jetzt rüber und wieder rübergefahren bin. Hat es gedacht, ich habe die Spur falsch getroffen. Da fällt mir an, ich kann eigentlich mal mein automatisches Spursystem anmachen, das ist geil da. Macht das wahnsinnig, dass das nicht synchron ist alles. Mich macht das komplett kirre gerade. Das macht die Sache immer ein bisschen angenehmer. Es ist nicht so, dass man sich nicht darauf konzentrieren muss, ne? Weil wenn ich jetzt ein bisschen zu weit rüberfahre oder zu deutlich rüberfahre, dann registriert es das Programm schon.
Ja, Gott sei Dank hat er den Kaugummi rausgenommen. Ich schau gerade. Ich habe gerade überlegt, wo ich mein Kaugummi hinschmeiße. Weil ich habe hier viel Papier liegen, aber das sind alles Dinger. Das muss ich mir angewöhnen jetzt. Das Gegenteil von Zeug. Weil ich kann ja, weil die Hotels sind in Italien jetzt nicht. Aber zum Beispiel die Reise nach Italien und so, das kann ich teilweise absetzen von der Steuer, auch die Mautstellen und so. Rainer, du bezahlst keine Steuern, das wissen wir. Weil ich halt letzten Endes Keine Steuern bezahlst. das Ganze ja beruflich mache, weil ich auch aufnehme und filme und hochlade Ja, richtig gut hast und aufgenommen. auch streame. Dann gehört das alles zu meinem Beruf und kann ich das natürlich alles absetzen, das ist natürlich praktisch. Aber dafür brauche ich natürlich die ganzen Rechnungen, auch für den Sprit und so. Das brauche ich auch für die das brauche ich auch für die Hotels und für die Sachen in Deutschland natürlich. Ach, ja. Sonntag. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Samstag und von Sonntag geredet, von Freitag gar nicht. Freitag habe ich aber auch gestreamt die ganze Zeit. Oder halt viel gestreamt. Und am Sonntag, also gestern, war ich dann Sonntag, also gestern war ich dann Irgendwas ist doch. Ich wüsste es gerne, wenn Bild und Ton synchron wären, könnte ich darauf schließen, was ihn jetzt gerade ablenkt. Aber es hat wieder. Dann war ich Sonntag, nochmal am Strand unten. Ich bin ja schon am Samstagabend noch ein bisschen am Strand entlang gelaufen. Aber ich bin am Sonntag, war ich nochmal richtig am Strand, bin mal wirklich. Da hätte ich eigentlich perfektes Drache läuft am Strand machen können, habe ich dann nicht gemacht. Naja, wie gesagt, ich wollte halt mal Ruhe am Wochenende. Wenn ich schon mal in Italien bin, das war mein erstes Mal Italien, da wollte ich natürlich meine Ruhe haben. ich glaube, dass da auch ganz viel Lülülü dabei war. Weil, ja, ein bisschen meine Wurzeln erkunden und so. München, 146 Kilometer. 130 Kilometer habe ich noch auf der Autobahn, wo ich jetzt bin. Also bin ich nicht mehr allzu weit von München entfernt. Nice. Ich glaube, jetzt kommt dann auch bald wieder die Autobahnausfahrt. Kann das sein, dass er sich da vielleicht ein bisschen zu sehr verplappert hat, wo er ist? Und wie er gefahren ist? Und dass er das. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall schon in Österreich. Ja gut, ich bin die ganze Zeit in Österreich. Ich bin auf jeden Fall in Österreich. Bin die Polizei gerade vorbeigefahren. In Italien, als ich runtergefahren bin, übrigens, das kann ich mal erzählen, als ich runtergefahren bin nach Italien, auf der Autobahn kurz vor Rimini, das war also noch bevor ich meinen Stream nochmal gemacht habe am Abend, kurz vor Rimini fährt ein Auto vor mir auf die Straße. Ich habe das erst nicht richtig registriert, es hat ein Auto, das einfach vor mir auf die Straße gefahren ist. Und ich bin dann nach links rüber, damit die halt rüberfahren können, weil die auf die Autobahn draufgefahren sind. Und fahre so an denen vorbei und mache so einen leichten Blick nach rechts, war ja schon dunkel, mache so einen leichten Blick nach rechts und denke mir, da steht doch Polizia drauf. Oder Policia oder so. Und dann war das wirklich die Polizei. Nee, das Auto hat einfach eine Frau gehört und die heißt Policia. Das ist ein ganz häufiger Name von Frauen in Italien. Und die lassen sich das ist so Gag. Ja, in Italien, wenn du Policia heißt, dann musst du dir das auf dein Auto draufkleben lassen, damit jeder weiß, dass du auch so eine bist. Da habe ich mir gedacht, nein, bitte haltet mich jetzt nicht an. Weißt du? Das wäre Katastrophe, so, wenn die mich jetzt anhalten würden und dann vielleicht nicht einmal Deutsch sprechen würden. Ich weiß nicht inwieweit die Warum werden das eine Katastrophe? Hast du was zu Schulden kommen lassen, Rainer? italienische Polizei, vor allem so an solchen speziellen Städten, dann zum Beispiel Deutsch kann. Mein Deutsch, Englisch können sie auf jeden Fall. Aber mein Englisch Ist non-existent, ist Rainer. auch nicht das Beste. So kann man es auch sagen. Ich habe mich jetzt so mit Hand und Füßen über das Wochenende so durchgefriemelt. Im Hotel haben sie Gott sei Dank Deutsch gesprochen und er und sie, also wie gesagt das ältere Ehepaar, ne? die Großeltern quasi, oder die Eltern, je nachdem aus welcher Sicht, die konnten beide Italienisch. Also die haben beide auch Italienisch gesprochen, es sind aber beides Deutsche gewesen. Und da war natürlich der Vorteil, dass man sich dann da so halb mit Händen und Füßen verständigen konnte. Erzähl jetzt wieder, dass er Italienisch kann.
Ja, die Lüge ist uralt. Uralt und schon lange widerlegt. Und natürlich auf Deutsch. Und wenn ich dann nicht weiter gewusst habe und die zufällig in der Nähe waren, so, hey, kannst du mir mal helfen? Und dann ging das schon. Also im Hotel selber war es kein Problem. Schwierig wurde es dann ein bisschen außen. Sie, also ne, die Mutter, beziehungsweise die Tochter, beziehungsweise die in meinem Alter, sie konnte ein bisschen Italienisch und ein bisschen Deutsch und Englisch konnte sie. Also was heißt ein bisschen Deutsch? Sie konnte Deutsch, sie konnte Englisch und sie konnte ein bisschen Italienisch. Und dann hat man sich da schon gut verständigen können. Ja, wenn die Deutsch kann kann man sich mit Händen und Füßen kann man sich mit dir verständigen, wenn man Deutsch spricht. Es war jetzt auch ein bisschen schade, dass ich jetzt heute schon gefahren bin, weil es ist ja heute, wie gesagt, jetzt Montag, früh bin ich losgefahren. Ich habe mich noch von denen verabschiedet, wir haben noch gefrühstückt zusammen, kann man noch von mal erzählen. Wir haben noch zusammen gefrühstückt. Wann bin ich losgefahren? 8., 9. Ich weiß nicht mehr, wann ich losgefahren bin. Wir haben auf jeden Fall noch zusammen gefrühstückt. Die Großeltern waren kurzzeitig dabei. Und das regt mich alles. Er stammelt hier wieder in der Gegend umeinander. Das ist alles nicht synchron. Das regt mich gerade fürchterlich auf. so, kurz einordnen. Die Großeltern waren kurzzeitig dabei, aber die Aber jetzt ist es wieder synchron, oder? wollten sich nochmal hinlegen, bei ihm ging am Handy immer diese Begrenzung von der Länge des Videos. Dann kommt ein Schnitt. Alter, was ist da los? Er wollte sich dann nochmal hinlegen, bei ihm ging es dann nicht gut. Der hat dein Gesicht gesehen und dann hat er erstmal brechen müssen, so wie die meisten Leute. Ja? Die Leute aus dem Game sind abgehärtet, aber wenn man das so zum ersten Mal vorgesetzt kriegt, so, dann macht der Magen Ich nicht weiß mit. nicht, wie das genau sich verhält bei seiner Krankheit, aber es ist ein bisschen schwierig gewesen. Jedenfalls haben die sich dann von mir noch verabschiedet und so. Und sie ist dann noch mit ihrer Tochter bei mir sitzen geblieben. Wir haben dann noch zu Ende gefrühstückt. Und ja, sie hat dann ihre Tochter weggeschickt. Dann haben wir uns halt nochmal kurz verabschiedet. Und wie gesagt, sie hat mir dann noch ihre Nummer gegeben, dass ich sie mal anrufen kann oder anschreiben kann. Aus dem Gefängnis. War echt eine nette Aktion. Lügt er jetzt wieder zusammen, dass er die Tochter von den Hoteliers gebumst hat? Ist es das? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendwas verpasst vorhin. Ob wir, also für die Leute, die jetzt da irgendeinen Irrglauben aufsetzen würden, gleich mal von vornherein, ich glaube nicht, dass sich da zwischen uns was anbahnen würde. Das ist eine sehr schöne Frau. Allein schon deswegen nicht. Die kann schöne Frauen können jeden haben. Warum sollten sie jemanden wie dich nehmen? Ganz ehrlich, der einzige Grund, warum eine sehr attraktive Frau einen Menschen wie dich nehmen würde, wäre, wenn du einen überdurchschnittlich großartigen Charakter hättest. Und das wissen wir, dass das nicht so ist. Schöner Körper, schlank, alles. Ist eine sehr schöne Frau. Wäre auch eigentlich voll mein Typ. Rainer, wenn die zwei Titten und hat, dann ist die dein Typ. Aber ich bin nicht ihrer. Das habe ich direkt gemerkt, dass ich ihrer nicht bin. Sie mag mich, glaube ich, so vom Menschlichen her. Aber ich bin halt überhaupt nicht ihr Typ. Weder vom Aussehen her noch vom Charakter her, glaube ich, kommt es. Aber sonst würde man es nicht verstehen. Aber ich bin halt nicht ihr Typ. Glaube ich. Rainer, du bist niemandes Typ. Hast du in den letzten 10 Jahren mal in den Spiegel geschaut? Und jetzt schauen wir halt einmal, wie sich das in den nächsten Monaten so ergibt. Wenn du wenigstens Kohlen hättest. Wenn du richtig Kohlen hättest, dann wird sich eine finden, die sich denkt, hey, bei dem Lebensstil macht er es nicht mehr lange. Ja? Das lasse ich ein bisschen über mich ergehen und danach habe ich ausgesorgt. Aber auch das findet nicht statt bei dir. Wenn sie jetzt wieder in Deutschland ist, werde ich sie mal besuchen gehen. Nein, wirst du nicht. Rainer, wirst du nicht. Die besucht höchstens dich im Gefängnis. Haben wir schon ausgemacht. Wenn wir mal das Essen gehen oder so. Das wird natürlich wieder schwierig, wenn ich ganz Der lädt die wahrscheinlich zum Subway oder zum Döner ein. am Handy immer diese Begrenzung von der Länge des Videos.
Er wollte sich dann nochmal hinlegen, weil ihm ging es dann nicht gut. Ich weiß nicht, wie das genau sich verhält bei seiner Krankheit, aber es ist ein bisschen schwierig gewesen. Hat er das nicht schon? Sag mal, war der dicht beim Schneiden? Jedenfalls haben die sich dann von mir noch verabschiedet und so. Und sie ist dann noch mit ihrer Tochter bei mir. Ja, ich glaube, das ist jetzt so die letzten Minuten. Hier. Eine Frau wäre auch eigentlich voll mein Typ. Ja. Und jetzt schauen wir halt dann mal, wie sich das in den nächsten Monaten so ergibt. Wenn sie Ja, schauen wir mal, das irgendwas schon. Okay, da hat er jetzt irgendwas zusammengeschnitten, irgendwas zusammen synchronisiert. Das ist ja hier, Frankensteins Monster ist ein Scheißdreck dagegen gegen dieses Video, was der da rausgeschissen hat. Die Hälfte ist nicht bei der Hälfte ist das Bild und der Ton nicht synchron, wo es dann doch wieder synchron war, dann startet am Schluss nochmal dasselbe hinten dran. Alter Falter! Ich bin auch schwerst verwirrt. Ich bin schwerst verwirrt, weil dann auf einmal irgendwie diese Story, da hat man sich so ein bisschen selber was zusammenreimen müssen mit anscheinend den Leuten der Familie, der das Hotel gehört hat, wo er da gewohnt haben soll, wo er aber doch im Stream gesagt hat, dass er dann doch nicht in dem Hotel war, weil das doch zu teuer war und dass er keine Kohlen mehr gehabt hat. Ich glaube, jetzt ist ihm komplett der Vogel ausgeschossen. Ich glaube, dass der da runtergefahren ist, hat gespannt, dass er keine Kohlen mehr in der Tasche hat. Dann hat er sich irgendein Fantasiegebilde zusammengerendert und hat sich eingeredet, das ist die Realität. Mein Trip ist so gelaufen, wie ich mir das jetzt einbilde, damit es nicht vollkommen für den Arsch war. Und das hat er sich jetzt da irgendwie zusammengebastelt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also entweder das oder ich bin komplett bescheuert. Bitte klärt's mich auf. Also wenn es irgendjemand begriffen hat, was da jetzt gerade passiert ist, sagt's mir da bitte Bescheid. Bis dahin, würde ich sagen, Medal off und ich freue mich auf Part 2 von dieser Reise ins Wunderland.